Ich heiße Alberina und bin 24. Mir liegt etwas am Herzen, und zwar kommt es immer wieder vor, dass Schülerinnen und Schüler immer wieder von Lehrpersonen diskriminiert werden. Man glaubt nicht an die Kinder, nur weil sie vielleicht ausländische Wurzeln haben. Oder man hört, wie im Lehrerzimmer über gewisse Schülerinnen und Schüler gelästert wird. Es betrifft dann meistens die Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund haben. Dann kommen oft Kommentare wie, sie sollten doch froh sein, dass sie in diesem Bildungswesen eine Chance haben, überhaupt sich zu bilden. Aber die werden sie aber sowieso nicht so weit schaffen. Ganz konkret ist mir ein Fall in Erinnerung geblieben, wo wir zusammen gehockt sind und wir haben Mittag gemacht, haben dann draussen gesehen, wie Kinder spielen. Und dann gibt es Lehrpersonen, die über ein gewisses Kind reden mit einem Migrationshintergrund und sich darüber lustig machen, dass das Kind am Schluss sowieso nur vor der Kasse sitzen wird und auch dort das Geld falsch rechnen wird. Ich weiss dann auch nicht, wie ich darauf reagieren soll, auch als Lehrperson. Innerlich nervt mich das so, dass ich am liebsten etwas sagen möchte, aber es blockiert dich komplett, weil das tut dir einen Schubs in der Vergangenheit geben und man überlegt sich so, das Ganze habe ich eigentlich auch so erlebt oder über mich haben wahrscheinlich so meine alten Lehrpersonen auch so gelästert, nur weil ich Albanerin bin oder einen Migrationshintergrund habe. Also als Lehrperson ist man sich nicht bewusst, was für einen Einfluss das man hat auf die Zukunft dieser Kinder. Allein schon der Übertritt in die Sekundarstufe, dass man hier eigentlich als Lehrperson entscheiden darf, was für einen weiteren Lebensweg das Kind wird gehen. Gibt doch dem Kind einfach eine Chance mehr. Und der klassische Lehrer- oder Lehrerinnen-Spruch ist ja dann immer, ja, lieber ein Sek B oder ein Sek A-Schüler als ein schlechter Sek E-Schüler. Ich finde auch, dort hat es dann mit der Motivation auch etwas zu tun von den Schülerinnen und Schülern. Wenn sie schlechter eingestuft werden, dann wird doch automatisch auch die Motivation runter. Also so Sätze, die ich vermeiden tue, sind eben vor allem so Vergleiche wie «du musst ein bisschen mehr geben», weil du einen Migrationshintergrund hast als der Max Muster zum Beispiel. Mir begegnen Kinder sehr unterschiedlich, weil ich eine Albanerin bin. Es gibt dann die Kinder, die sich sehr freuen darüber. Ich weiss noch, als ich meine erste Stelle angenommen habe, mich dafür vorstellen und habe gesagt, ich rede zum Beispiel Albanisch. Und dann sind albanische Kinder hin und weg und die haben sich so gefreut. Was? Frau Fanay, du kannst Albanisch? Aber es gibt dann trotzdem ein paar Kinder, die dann so ein bisschen skeptisch sind oder dich versuchen ständig zu verbessern, weil sie das wahrscheinlich auch von daheim einfach so mitbekommen. Ja. Ja, das gibt es tatsächlich. Es ist nicht nur migrationsbedingt, es geht dann auch eben so klassenweise. Wenn man von einem ärmeren Haushalt kommt, ist man dann auch automatisch den anderen Kindern, die ältere Akademiker sind, einfach unterlegen. Als Lehrperson sucht man dann so, ja, die Eltern werden dann eh nicht auf uns zukommen, weil können sie kein Deutsch oder haben keine Zeit, weil sie ja so viel arbeiten müssen. Ich bin denen sowieso überlegen, das heisst, ich muss nicht keine Angst haben, dass so etwas rückgemeldet wird, wo ich irgendwie nichts dazu sagen kann oder mich nicht rechtfertigen kann. Und wenn es dann Akademiker Eltern sind, dann hat man da schon ein grösseren Respekt und dann ist man auch vorsichtiger, schaut man öfters zum Beispiel auch bei den Tests, dass man ja alles richtig korrigiert hat, damit ja niemand reklamieren kann. Dann gibst du automatisch mal einen Punkt mehr, weil du auch keinen Bock hast, dass jetzt die Eltern reklamieren können. Ich finde es wichtig, dass man anfängt bei der Ausbildung der Lehrpersonen, dass man dort sensibilisieren tut, um zu zeigen, was hat das überhaupt alles für Auswirkungen. Weil es ist ein mega wichtiges Thema, aber es wird auch meistens auch von anderen Lehrpersonen oder auch von den Schulleitungen so ein bisschen auf die Seite geschoben, weil man immer Angst hat, dass die Schule einen schlechten Ruf macht und auch irgendwie Lehrpersonen schaffen, die Kinder diskriminieren oder rassistisch sind zu den Kindern. Also was ich den Lehrpersonen gerne würde sagen, die eben so Äußerungen machen oder eben diskriminieren, einfach mal sich selber versuchen, in die Situation zu setzen. Was macht das mit einem? Lehrpersonen sind ja da auch psychologisch, pädagogisch mega ausgebildet und die sollten sich bewusst sein, was das mit einem macht. Ich würde ihnen auch sagen, einfach mal versuchen, die Kinder als Kinder anzusehen. Egal von wo sie kommen, was für Eltern sie haben, was im Haushalt läuft. Einfach mal die Kinder als Kinder sehen, die in die Schule kommen und sich einfach weiterentwickeln wollen. Und jetzt vor allem mega nötig haben, sie zu pushen. Gerade wir Lehrpersonen haben hier eine grosse Macht. Ihnen einfach zuzutrauen, sie glauben lassen an die Träume, die sie haben und sie unterstützen, weil es ist nicht unmöglich.